So, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu einer kleinen Lesung begrüßen. Und zwar werden vereinzelt Gedichte von mir vorgelesen. Weder beim Verfassen noch beim Vorlesen der Gedichte habe ich irgendwelche Drogen oder Alkohol zu mir genommen. Ich bin also vollkommen nüchtern und im Vollbesitz meiner Kräfte und darf Sie nun zu einer kleinen Lesung einladen. Nehmen Sie es mit Humor. Das erste Gedicht, das ich Ihnen darbiete, ist ein dadaistisches und es geht um Mathematik. Quadrate sind Dreiecke, Kegel sind Pyramiden. Die Gerade trifft sich bei der Tangente. Guten Tag! Die Hypotenuse grüßt ihre Schenkel. Summa summarum ist die Summe unzufrieden. Der erste Summand beschimpft den zweiten Summanden. Das Integral fehlt. Wir haben doch keine Funktion. Solch eine Addition. Da ist doch glatt der Sinus der Tangens, du Cosinus. Jetzt verhält sich aber jemand sehr exponent. Potenz, Potenz. Man meint, es fehlt die gemeinsame Basis. Dann jedoch kommt die Subtraktion. Der Minuend ist negativ, der Subtrahend positiv. Glück für die Differenz. Gegensätze ziehen sich an. Wir brauchen mehr Logarithmus. Hyperbel, Hyperbel. Glücklicherweise gibt es Pi. Man muss nur noch die Wurzel ziehen. Aber da steht ja noch die Klammer. Nun regt sich die Arithmetik auf. Die Analysis stimmt zu. Nur die Stochastik sieht dies als unwahrscheinlich an. Die Multiplikation verweist auf verschiedene Faktoren. Multiplikator und Multiplikant. Was für ein Produkt. Da sollte man mal Kombinatorik anwenden. Das ist ja weder reell noch rational. Ganz schön komplex, das Natürliche. Eine Menge an Zahlen. So sehen es Zähler und Nenner. Die Primzahlen lachen. Da greift die erste Division an. Der Dividend rennt vor, der Divisor folgt. Warum auch du, Quotient? Welch ein verkommenes Element. Da fehlt die gemeinsame Schnittmenge. Leider laufen alle parallel senkrecht zur Waagrechten. Die Fakultät zieht da die Strecke in die Länge. Sowas ist nicht mehr kongruent. Ach, gäbe es nur den Einheitskreis, dann stimmten auch die Mittelwerte der Geradengleichung. Die Ellipse sagt den Höhensatz. Wird der Kegel stumpf, ist es ein Kegelstumpf. Jetzt bräuchte man wieder einige Würfel Zucker, dann könnte man den Zahlen die Wurzeln ziehen. Aber die Kongruenz rückt nicht die Koordinaten raus. Länge, Breite, Höhe, egal. Es kommt nur auf den Durchmesser an. Höchstens, der Radius ist größer. Höchst amüsant für die Kugel. Deren Mittelwerte treffen sich beim Parallelogramm. Wenn die Winkelsumme aber erst ihre Proportionen herausholt, dann wird der Rhombus zur Raute. Meine Herren, was für Terme. Meint das Prisma vor der Pyramide und wird zum Quader. Das Viereck lächelt das Trapez über das Rechteck an und flirtet mit einigen Sätzen von Pythagoras, Thales und Euklid. Da zieht der Zylinder seinen Hut und antwortet mit Strahlensätzen. Die Ungleichungen erwidern dagegen mit quadratischen Gleichungen und die Winkelfunktionen ordnen sich den linearen Funktionen unter. Das entzückt die binomischen Formeln und auch dem Umfang wird es ganz blümerant. Es erkennt die Fläche und denkt sich, wow, hat die Volumen. Sehr oberflächlich, spricht da die Ankathete zur Gegenkathete. Schlussendlich ist Mathematik anmutig und entzückend, goldig und zauberhaft, anziehend und angenehm, deliziös und köstlich. Ich hoffe, Ihnen hat es etwas Spaß gemacht.